Ich werde in Ruhestand gehen. Was? Der Generalvikar hat mir's nahegelegt, aus gesundheitlichen Gründen. Ich kann dieses depperte Wort schon nicht mehr hören. Ich mag nicht in den Ruhestand gehen. Was glaubst du, sein Antrittsrede war eine Frechheit? Nein, das wäre recht gut gewesen, wenn er es nicht da bei uns nicht verloren hätte. Mama, jetzt sei ja nicht gar so streng. Ich habe ihnen sogar einen Kuchen gebacken. Was? Ja, als Einstand quasi. Das ist ein Nusskuchen. Den hat mir der Pfarrer geschenkt. Und Sie schenken den Kuchen einfach der Trixi, ohne dass Sie probiert haben. Sie meinen aber so ein Dorftrutschen wie ich, die spannt das nicht, oder? Sie haben sich ja Ihre Meinung über mich anscheinend schon gebildet. Wie meinen Sie denn das? Wenn Sie nicht mit mir arbeiten wollen, steht es Ihnen frei zu gehen. Da kannst du jeden Menschen fragen. Er wird die anschauen und dir sagen, daheim ist daheim. Daheim ist daheim. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Darf ich? Bitte schön. Ich hab grad die Frau Vogel sehr aufgewühlt aus dem Büro rauslaufen sehen. Hat's was gegeben? Wie man's nimmt. Ich hab der Frau Vogel freigestellt, zu gehen. Was? Ja, wieso denn? Sie hat sehr große Vorbehalte gegen mich. Und das ist keine Basis für eine Zusammenarbeit. Aber die Frau Vogel ist wirklich ein herzensguter Mensch, immer hilfsbereit und mit ganzer Seele immer dabei. Ja, das bezweifle ich auch nicht. Aber wenn die Chemie einfach nicht stimmt, dann hat es keinen Sinn. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Grüß Gott. Brandl, mein Name. Ich bin der neue Pfarrer. Ich hab mit der Frau Vogel einen Termin ausgemacht, wegen der Taufe vom Lukas. Ja. Ich freue mich sehr über euren Kindersegen. Und ich kann mich noch gut erinnern an eure Hochzeit. Wollen wir uns setzen? Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, ich bin zwar jetzt nicht mehr zuständig, aber ich möchte schon gern dabei sein bei diesem Taufgespräch. Wenn's recht ist, hä? Was du an der Teller angerammt hast, machst du nachher gleich die Hausaufgaben, gell? Ich hab gar keine auf. Was, echt nicht? Ja, umso besser. Danke dir. Dann kannst du nämlich gleich anfangen mit dem Zimmer aufräumen. Das geht nicht. Ich hab mir beim Turnen die Hand verstaucht. Zeig mal her. Das weh? Das? Aua! Emma. Wenn du ehrlich bist, dann weißt du, dass deine Hand überhaupt nicht weh tut. Kann das sein, dass du einfach keinen Bock dazu hast, dein Zimmer zusammenzurammen? Fräulein, wie ist denn das mit den Hausaufgaben? Hast du wirklich keine Aufgaben? Fast keine. Fast keine. Emma! Wie oft habe ich mit dir schon geredet? Ich hätte nicht, dass du lebst. Ja, dann gehe ich aber morgen auch nicht zu Tims Geburtstag. Was hat denn das bitte mit Tims Geburtstag zu tun? Ich habe gelogen, wie ich gesagt habe, ich komme gern. Ich mag da gar nicht hin. Die machen da bestimmt lauter Babyspiele. Topfschlagen oder Sackhüpfen. Da habe ich keinen Bock drauf. Was mache ich jetzt? Ruf jetzt die Mama vom Tim an, oder? Und sag du, die Emma kommt morgen nicht, weißt, die hat einfach keinen Bock drauf. Naja, du hast gesagt, man darf nicht lügen. Bin ich spät? Schon? Es tut mir wirklich so leid. Meine Chefin, die hat mir erlaubt, dass ich meine Mittagspause verlängere, aber dann habe ich keinen Parkplatz gefunden. Entspann dich. Es ist alles gut. Wir haben die Jeanette vorgezogen. Du bist danach dran. Gott sei Dank. Super, dass das so kurzfristig geklappt hat bei dir. Magst du was trinken? Kaffee oder Wasser vielleicht? Wasser, gern.
Oder brauchst du ein Glas? Habt ihr vielleicht da Haarbürsten da? Sicher, aber ich finde jetzt nicht, dass du eine brauchst. Du siehst super aus, so wie du bist. Findest? Wo suche die denn genau? Genau sowas wie dich. Unter anderem. Wirklich? Ich hab dir doch erzählt. Die Agentur betreut Kunden in ganz Bayern und brauchen folglich auch ganz verschiedene Typen für ihre Kampagne. Ja, freilich. Sei einfach du selbst. Dann hast du die besten Chancen. Ganz der Vater, das energische Kind und das nette Goschen. Ja, ja, ja. Aber die Augen hat er von mir. Ja, zum Glück. Ja, vielleicht sollten wir dann noch kurz über die Lieder bei der Taufe sprechen. Ich hätte auch ein paar Vorschläge. Vielleicht was Ausgefalleneres. Ich könnte euch da was vorspulen. Ja, also, soviel ich mich erinnere, habt ihr bei eurer Hochzeit doch das Lied gehabt, ich möchte, dass einer mit mir geht. Ja, stimmt. Das könnte man doch jetzt bei der Taufe auch wieder singen. Hä? Ja, gute Idee. Taufe und Hochzeit sind die zwei wichtigsten Freudenfeste im Leben. Und es war doch schön, wenn man sie dann mit diesem Lied verknüpft. Ja, kannten Sie nicht die Taufgottesdienst halten, Herr Pfarrer? Sie haben das so nett gemacht bei unserer Trauung. Ja, also ich bin mir schon sicher, dass das mein junger Kollege genauso gut kann. Ich bin ja eigentlich schon gar nicht mehr im Dienst. Ja, da ja nicht das was ausmachen. Ach so. Na, freilich nicht. Ich mein, das Wichtigste ist ja, dass Sie sich wohlfühlen. Das ist ja Ihre Taufe, gell? Also, und wenn Sie dazu bereit wären? Ja, selbstverständlich. Mit dem größten Vergnügen. Auf die eine oder andere Weise kommen wir sicher zusammen. Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ganz genau. So, da haben wir noch die Katharina Benninger. Ich bin die Kathi. Servus, Kathi. Grüß Anna. Hallo. Freut mich. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Also, ich bin gelernte Bierbrauerin und gehe gern fort mit meinen Spätzlen am Wochenende. Kannst vielleicht mal ein paar Emotionen zeigen? Ja, okay. Woo! So gut? Wunderbar. Das war's dann auch schon für heute. Wir melden uns nachher dann bei dir. Danke. Bitte. Tschüss. Du, sag mal, hat das so passt? Das ist irgendwie alles so schnell gegangen. Das war wunderbar. Hm? Christine, die Fanny vom Brunnerwirt. Du, ja, da wollte ich gerade mit dir drüber reden, genau. Also es ist so, die Emma kann leider doch jetzt nicht kommen zum Geburtstag. Es ist so, ich habe einen wichtigen Zahnarzttermin übersehen und, na, den kann ich nicht ansagen. Du, wir warten jetzt schon so lange drauf und das ist ein ganz wichtiger Termin. Ja, das mache ich. Danke dir. Vierte, Baba. Du hast gelogen. Emma, das war eine Notlüge, weil ein Tim und seine Mama nicht verletzen wollte. Das wollte ich auch nicht, als ich gesagt habe, meine Hand ist verstaucht. Moment einmal, du warst zu faul, dass du das Zimmer aufräumst. Und wenn du mir sagst, du hast keine Hausaufgaben, obwohl du welche hast, dann ist das was völlig anderes. Wenn ich nicht zu Tims Geburtstag will, darf ich lügen oder muss ich lügen? Du musst nie lügen. Im Prinzip ist es immer besser, wenn man die Wahrheit sagt. Was ist ein Prinzip? Sowas wie eine Regel, die fast immer gilt. Aber, Maus, es ist immer besser, wenn man nicht lügt. Hm? Dann darfst du ab jetzt auch nicht mehr lügen. Gut, dann lüge ich ab jetzt auch nicht mehr. Also, dann lügen wir auf jetzt beide nicht mehr, okay? Ehrenwort? Ehrenwort. Aber 3-mal am Tag müssen Sie schon einmassieren. Und Sie dürfen halt Ihre Dehnübungen nicht übertreiben. Ja, ich werde es beherzigen. Dankeschön. Und? Wie gefällt's Ihnen inzwischen bei uns? Ja, eigentlich ganz gut. Eigentlich? Ja, es ist kein einfacher Start, aber es wird schon. Ja, bitte. Wo seid ihr? Oh, Entschuldigung. Ich wollte bloß fragen, was später noch eine Runden laufen können. Herr Pfarrer, kennen Sie meinen Buben schon? Flüchtig vom Sehen im Brunnerwirt, gell? Ja, genau. Das ist der Patrick. Genau. Grüß Anna.
Der Herr Pfarrer ist nämlich auch ein großer Läufer. Ach, wir könnten doch einmal zu dritt laufen. Gute Idee eigentlich. Warum nicht? Und spielst du auch Dart? Freilich? Aha, traust dich gegen mich anzutreten? Kommt ganz drauf an. Spielen Sie allein oder mischt da der Heilige Geist mit? Wo? Ach so, das musst du dann schon selber rausfinden. Also gut. Wann? Wie wär's mit jetzt gleich? Gern. Ach, Frau Brunner, grüß euch. Die Kathi. Ich brauch unbedingt eine Leberkasse mehr. Hast du keine Mittagspausen gehabt? Nein, im Prinzip nicht. Ich war bei einem Go-See. Aha. Muss man das verstehen? Ja, das ist sowas wie ein Model-Casting. Ui, spannend. Servus. Grüß dich. Ich hab dein Auto draußen stehen sehen. Und wie ist gelaufen, der Vorstellung bei der Agentur? Du, das ist alles irgendwie relativ schnell gegangen. Also, die haben mich von oben bis unten angeschaut und dann hab ich wieder gehen können. Du, wann kriegst du den Bescheid? Heute noch haben sie gesagt. Also ich druck da mal, gell? Du gibst Bescheid, wenn's was weißt. Mach ich, danke. Soll ich sie mir einpacken? Ja, bitte, ich muss in die Brauerei. Ja, dann schau her. Danke. So. Ben, grüß dich. Was gibt's? Hallo, Kathi. Du, gute Nachricht. Die wollen dich. Na, jetzt wirklich? Das ist ja der Wahnsinn. Ja, die waren ganz begeistert von dir und der Kunde hat auch sofort Ja gesagt. Ich kann's jetzt gar nicht glauben. Es ist nur die Sache... Ja, der Kunde ist Heimerbräu aus Rosenheim. Dann geht's da um eine Brauereiwerbung. Richtig. Also, das soll eine richtig große Plakatkampagne werden. Du würdest dann im ganzen Landkreis hängen, sozusagen. Ja, aber ich arbeite doch in der Kirchleitner Brauerei. Ja, das weiß ich. Den Heimer wird das aber wohl nicht weiter stören, sagt zumindest die Agentur. Du müsstest halt mal mit deinen Chefs reden, ob sie ein Problem hätten, wenn du für die Konkurrenz modelst. Weißt du, absagen, das wird jetzt an der Stelle, glaube ich, nicht so gut kommen. Ja, Respekt. Du bist ja mit dem Hartpfeil fast so gut wie mit dem Hochlöffel. Sie aber auch. Kaum zu glauben, dass Theologiestudenten noch Zeit zum Daten und zum Feiern haben. Die lassen es genauso grauen wie die anderen jungen Leute. Vielleicht sogar noch mehr. Weil sie wissen, dass irgendwann Schluss ist. Vielleicht. Du, Patrick, die Fanny fragt, ob du vielleicht 10 Minuten früher mit der Schicht anfangen kannst. Sie hätte noch was zum Erledigen. Freilich. Gut. Darf ich Sie vielleicht auch mal was Persönliches fragen? Bloß wenn du jetzt endlich du zu mir sagst. Ich bin der Simon. Gut. Warum bist du eigentlich Pfarrer geworden? Ah, das ist eine längere Geschichte. Die erzähl ich dir anders mal. Sonst kommst du nicht rechtzeitig in die Küche. Ja, aber da bin ich echt gespannt, weil also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Mit dem Zölibat und so. Wie hält man das aus? Das, worauf ich verzichte, habe ich vor meiner Priesterweihe ausgiebig ausgekostet. Echt? Das heißt, du weißt sogar noch ganz genau, was da entgeht. Das ist ja noch viel schlimmer, wie wenn du das nie ausprobiert hättest. So, jetzt ein Themawechsel. Wer jetzt besser wirft, ist der Champ. Auf geht's. Also der Vertrieb vom Maibock läuft heuer auch schon gut. Wir haben schon einen Hektoliter mehr an Bestellungen. Ach gut, das muss ich gleich im Stadler sagen. Das ist der Abfüller mit der Kathi. Ist die jetzt wieder da? Die habe ich heute Mittag gesagt. Ja, die Rosi hat ja erlaubt, dass sie ein bisschen länger Mittag macht, weil sie zu seinem Casting oder was wollte. Der Heimer aus Rosenheim von der Kleinbrauerinitiative. Ja, geh halt hin. Kirchleitner, Herr Heimer, was kann ich für Sie tun? Aha. Was? Ja, mei, also, was soll ich dazu sagen? Begeistert bin ich nicht. Das tat einer auch so gehen, ja. Ja, auf jeden Fall Dankeschön für die Info, gell? Gehört einer. Was ist denn? Der Heimer plant eine Werbekampagne und da hat er sich jetzt über eine Agentur ein Model gebucht. Das Gesicht soll das Aushängeschild für sein Sommerbier werden. Ja, und was haben wir damit zu tun? Jetzt kannst du mal raten, welches junge Mädel er sich rausgesucht hat. Na, oder? Doch. Ja, was denkt denn die sich eigentlich?
liegt keine mehr. Nein, ich war nicht drunter in der Waschküche. Wahrscheinlich war es die Oma. Oh. Genau das wollte ich nämlich nicht. Wenn die Wäsche macht, ist immer breddelhart. Da ist viel zu viel Stärke drin und in Trockner tut es auch nicht. Ich mag das auch nicht, wenn die Kissen und Handtücher so kratzig sind. Dann sagt doch der Oma einfach, dass ihr nicht wollt, dass unsere Wäsche macht. Ich geh wieder rüber. Ich hab euer Wäsche mitgewaschen, weil ihr alle so viel zum Tor habt. Danke, Frau Brunner. Das ist lieb von Ihnen. Aber Sie müssen unsere Wäsche gar nicht waschen. Aber mir macht das nichts. Ich mache eh die ganze Wasch für die Gäste. Ja, eben. Sie machen ja schon die ganze Wäsche für die Gäste. Dann müssen Sie doch unsere... Ja, passt ihnen nicht, wenn ich eine Wäsche wasche. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin... Nein. Und wieso nicht? Weil wenn Sie die Wäsche waschen, dann ist es einfach viel zu hart für den Mann und für mich. Wie ein Reibeisen. Naja, also, wir zwei haben es einfach gerne ein bisschen weicher. Gell? Wie es meint. Das verzeiht mir nie. Wenigstens hast du nicht gelogen. Christiana. Erst setz dich mal her. Du weißt wahrscheinlich schon, um was geht, oder? Ehrlich gesagt nicht. Ja, sag mal, glaubst du, wir sind deppert? Na, wieso? Wieso? Weil Rosenheim nicht aus der Welt ist. Hat sie der Heimerberner gemeint? Ja, was meinst denn du? Man kennt sie doch in der Branche. Ich darf wirklich ganz gern wissen, was du dir dabei gedacht hast. Was ich mir dabei gedacht habe? Naja, also zuerst habe ich mich gefreut über den Modeljob. Aber dann ist mir klar geworden, dass das nicht geht und hab abgesagt. Also echt? Hast du? Ja, ich weiß doch schließlich, wo ich hingehöre. Hab ich's doch gesagt. Ich darf niemals zweigleisig fahren. Naja, das mit dem Modeln, das kann ich zwar endgültig vergessen. Es gibt auch noch andere Auftraggeber. Ja, das mag schon sein, dass es die gibt, aber von der Agentur hätte ich wahrscheinlich so schnell nichts mehr nach der Absage. Naja, ist ja auch wurscht. Ich gehe wieder zur Apfelanlage, wenn es recht ist. Aber freilich, Kathi. Mit einer Oma habe ich mir's übrigens jetzt endgültig verscherzt, glaube ich. Mei, vielleicht hättest du ihr nicht gar so unverblümt unter die Nase rein müssen. Sehr witzig. Die Emma war die ganze Zeit dabei. Ja, das kommt davor, wenn man seinem Kind so radikale Versprechen macht. Stell dir mal vor, jeder war zu einem jeden so unverblümt ehrlich. Ja, das gab ja Mord und Totschlag. Gregor Brunner? Christian von München? Mach mal vom Tim. Ja, 10 kindgerechte Lunchpakete. Ja, freilich. Für was brauchen Sie die? Für den Indoor-Fun-Park. Oh, das wird bestimmt ein schöner Geburtstag. Ja, das ist schade, dass die Emma nicht dabei sein kann. Ja, freilich. Das mit den Lunchpaketen geht klar. Gut. Dann noch viel Spaß. Wiederhören. Tja, Emma, das ist jetzt blöd gelaufen. Ich will auch mit in den Indoor-Fun-Park. Sag mal, Emma, spinnst du jetzt? Da habe ich extra einen Zahnarzttermin erfunden, dass du da nicht hin musst. Ja, eben. Und das war ja gelogen. Und du hast mir gesagt, dass du das nie mehr machst. Ja, und was soll ich jetzt machen? Ruf Tims Mama an und sag ihr, dass ich gar keinen Zahnarzttermin hab. Hey. Wie bitte? Ganz ehrlich, Emma? Na gut. Aber nur ausnahmsweise. Das ist ja wirklich echt so. Einen Zahnarzttermin mache ich da trotzdem aus, dann habe ich nicht ganz so gelogen. Und was sagst du jetzt dem Mönch? Hey, was soll ich ihr sagen, der Mönch? Die Wahrheit sage ich ihr halt.
Sie sind's, Herr Pfarrer. Frau Vogel, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein, ich hab's gleich. Den heiligen Judas Thaddäus, den haben Sie mir mal geschenkt. Ja, das ist der Schutzpatron für besonders schwierige Fälle. Der kann jetzt in meinem Fall auch nicht mehr helfen. Schauen Sie, Frau Vogel, vielleicht war das alles bloß ein Missverständnis und ihr könnt es euch nur mehr aussprechen. Missverständnis, das einzige Missverständnis in dem Fall. Horst Brandl, das windige Birschel da fällt's noch weiter zum anständigen Pfarrer. Nie im Leben arbeite ich mit dem zusammen. Ich muss schon zugeben, ich habe schon auch meine Schwierigkeiten mit ihm. Aber ich kann mich doch nicht in die Personalentscheidung vom Vikar einmischen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum uns der Kaiser ausgerechnet den schicken hat müssen. Naja, ich habe schon auch meine Schwierigkeiten, dass ich mein Amt jetzt an so einen jungen Kollegen abgeben muss. Wenn das mit einer Gesundheit nicht war, Herr Pfarrer. Wenn's nach mir ginge, dann darf ich sie am liebsten da abhalten. Und da bin ich bestimmt nicht allein im Dorf. Und hast jetzt die Emma zum Kindergeburtstag wieder angemeldet? Ja, das habe ich gemacht. Und der Timo hat sich riesig gefreut. Und du hast der Frau Münch wirklich gestanden, dass du es angelungen hast? Ja. Das war mir echt saupeinlich am Anfang, aber sie hat mir geholfen, weil sie super reagiert hat. Sie hat gleich gelacht und hat gesagt, sie freut sich, dass ich so ehrlich bin. Also kann's gehen. Ja, aber wirklich. Sie hat mir dann gesagt, dass sie das auch schon 1000-mal gemacht hat. Deswegen dann Schmarrn erzählt, damit es besser dasteht. Also insofern. Logisch, macht ja jeder. Naja, außer wir mit unserer Wahrheitswächterin im Haus. Ich finde, der kann schon ein bisschen stolz drauf sein. Soll ich was sagen? Ich bin's auch. Es fühlt sich jetzt echt viel besser an. Dann geh jetzt mal wieder runter in meinen verlogenen Alltag. Entschuldigung, jetzt muss ich dir nur sagen, was mit der Christine, das fühlt sich jetzt schon rund an, ja? Und mit deiner Oma, ich weiß nicht, das ist immer noch ungut für mich. Passt schon. Die hält das aus, die ist hart im Nehmen. Ja? Die sind ja immer ihre Mahlsachen, die waren noch drunter. Danke, Frau Brunner. Das kann man dem Mädel jetzt schon langsam beibringen, dass ihr Zeigel selber zusammenrammt. Ja, auf jeden Fall. Frau Brunner, ich wollte Ihnen noch was sagen. Bitte? Es tut mir leid, dass ich Ihnen das so grob gesagt hat mit der Stauratenwäsche. Wie hätten Sie es denn sonst sagen sollen? Naja, vielleicht ein bisschen diplomatischer? Geh, so ein Schmarrn. Ein ehrliches Wort ist mir lieber wie so ein lauwarmes Umeinandergerät. Ehrlich? Ja, freilich. Wenn Sie das nächste Mal den Radio in der Küche wieder zu laut auftragen, dann sage ich Ihnen das auch. Ungeschminkt. Gut. Ist doch schön, wenn man offen miteinander reden kann, ohne dass einer gleich beleidigt ist. Ja. Herr Kirchleitner, der Stadl ist unten fertig, der ist schon heim. Gut. Ja, ich wollte jetzt bloß fragen, brauchen Sie noch was? Ich würde gerne noch ein bisschen länger bleiben, für das, dass ich heute Mittag extra freigekriegt habe. Trifft sie gut. Ich hab dann nämlich noch was für die, einen Sonderauftrag. Geh ruhig dran. Das ist der Ben von der Agentur. Mit dem, dass ich der Nummer meldet bei mir. Darf ich was ganz kurz? Telefonier ruhig, ich muss das noch schnell an Martin bringen. Okay. Ben, grüß dich. Du, Kathi. Da ist gerade ein Auftrag reingekommen, da wärst du absolut perfekt dafür. Aber nicht wieder für eine Brauerei, oder? Nein, diesmal geht's um ein Partyplakat für eine Clubkette. Echt jetzt? Boah, und dann muss ich jetzt wieder zum Gossi vorbeikommen. Nein, das muss gar nicht sein. Der Kunde hat deine Setcard gesehen und hat gesagt, er will dich für sein Plakat. Ja, du, dann muss ich jetzt erst mit meinem Chef reden. Wann war denn das genau? Okay, und jetzt kommt's. Das Shooting, das wäre allerdings schon morgen. Also der Brettschneider kommt um 9. Kriegst du das hin? Brettschneider. Ja, du, dann klär ich das kurz und dann melde ich mich gleich wieder bei dir, gell? Also, für dich. Kirchleitner, ich habe einen Auftrag vom Brettschneider. Das haben doch gewiss Sie eingefädelt, oder? Also, ich weiß von nix. Ja, dann heißt das, ich krieg morgen frei dafür. Freilich. Und jetzt machst du Feierabend, gehst früh ins Bett, weil ein Model für eine Party muss ausgeschlafen sein. Stimmt. Danke, vielen Dank. Ich schreibe auf Ben gleich.
Schaut, Frau Vogel, auch wenn ein Pfarrer in der Gemeinde es nicht leicht hat, bleibt er trotzdem. Für mich hält der das nicht lang durch. Wenn der nicht angenommen wird von den Leuten, dann lässt er sich versetzen, früher oder später. Aha, und Sie meinen, dass ich dann trotz allem wieder zurückberufen werde? Nein. Das ist eher unwahrscheinlich. Ein kleines Wunder an der richtigen Stelle war manchmal nicht verkehrt, gell? Tja, das wäre allerdings ein Wunder. Frau Vogel, darten Sie uns bitte allein lassen? Bitte schön. Danke. Herr Kurz, wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Tage. Was ich Ihnen jetzt sage, ist also nicht bloß mein erster Eindruck. Der täuscht ja bekanntlich oft einmal. Meinen Sie das? Seit ich angekommen bin, tun Sie alles, um mir den Einstieg in das Amt hier zu erschweren. Und das kann ich nimmer länger hinnehmen. Warum soll ich das tun? Weil Sie nicht loslassen können. Das stimmt doch überhaupt nicht. Doch, Herr Kurz, das stimmt. Sie mischen sich in alles ein. Sie laufen immer noch im Ornat rum. Sie bewegen sich hier drin, als wenn es immer noch Ihr Büro wäre. Und Sie reden schlecht über mich. Schauen Sie, den Einstieg habe ich mir ja selber vermasselt mit meiner Rede, aber genau in der Situation hätte ich Ihre Unterstützung am meisten braucht. Sie haben sich nicht gerade christlich verhalten. Und mir wäre es lieber, wenn Sie in meinem Büro erstmal nicht mehr erscheinen würden. Was soll denn los sein? Nix. Ja, man soll immer ehrlich sein, ich weiß schon. Gut, dann bin ich halt so ehrlich, ich bin halt ein bisschen genervt heute. Weil wir ein Riesenproblem haben mit unseren Gemeindestraßen. Überall Schlaglöcher. Ein Wunder, dass noch keine Beschwerden gehackelt hat. Ich werde in Ruhestand gehen. Was? Der Generalvikar hat mir's nahegelegt, aus gesundheitlichen Gründen. Ich kann dieses depperte Wort schon nicht mehr hören. Ich mag nicht in den Ruhestand gehen. Was glaubst du, dass dein Antrittsrede war eine Frechheit? Na, das ist sogar recht gut gewesen, wenn er es nicht da bei uns nicht verloren hätte. Mama, jetzt sei ja nicht gar so streng. Ich habe ihnen sogar einen Kuchen gebacken. Was? Ja, als Einstand quasi. Das ist ein Nusskuchen. Den hat mir der Pfarrer geschenkt. Und Sie schenken den Kuchen einfach der Trixi, ohne dass Sie probiert haben. Sie meinen aber so ein Dorftrutschen wie ich, die spannt das nicht, oder? Sie haben sich ja Ihre Meinung über mich anscheinend schon gebildet. Wie meinen Sie denn das? Wenn Sie nicht mit mir arbeiten wollen, steht es Ihnen frei zu gehen. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim, dort wo ich jeden auf der Straße kenn. Da kannst du jeden Menschen fragen, er wird dich anschauen und dir sagen, daheim ist daheim. Daheim ist daheim, da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Darf ich? Bitte schön. Ich hab grad die Frau Vogel sehr aufgewühlt aus dem Büro rauslaufen sehen. Hat's was gegeben? Wie man's nimmt. Ich hab der Frau Vogel freigestellt, zu gehen. Was? Ja, wieso denn? Sie hat sehr große Vorbehalte gegen mich. Und das ist keine Basis für eine Zusammenarbeit. Aber die Frau Vogel ist wirklich ein herzensguter Mensch, immer hilfsbereit und mit ganzer Seele immer dabei. Ja, das bezweifle ich auch nicht. Aber wenn die Chemie einfach nicht stimmt, dann hat es keinen Sinn.
Grüß Gott, Herr Pfarrer. Grüß Gott. Brandl, mein Name. Ich bin der neue Pfarrer. Ich hab mit Frau Vogel einen Termin ausgemacht wegen der Taufe vom Lukas. Ja, ja. Ich freue mich sehr über euren Kindersegen. Und ich kann mich noch gut erinnern an eure Hochzeit. Wollen wir uns setzen? Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, ich bin zwar jetzt nicht mehr zuständig, aber ich möchte schon gern dabei sein bei diesem Taufgespräch. Wenn's recht ist, hä? Was du an der Tele angerammt hast, machst du nachher gleich die Hausaufgaben, gell? Ich hab gar keine auf. Was, echt nicht? Ja, umso besser. Danke dir. Dann kannst du nämlich gleich anfangen mit dem Zimmer aufräumen. Das geht nicht. Ich hab mir beim Turnen die Hand verstaucht. Zeig mal her. Das weh? Das? Aua! Emma. Wenn du ehrlich bist, dann weißt du, dass deine Hand überhaupt nicht weh tut. Kann das sein, dass du einfach keinen Bock dazu hast, dein Zimmer zusammenzurammen? Fräulein, wie ist denn das mit den Hausaufgaben? Hast du wirklich keine Aufgaben? Fast keine. Fast keine? Emma! Wie oft habe ich mit dir schon geredet? Ich möchte nicht, dass du lebst. Ja, dann gehe ich aber morgen auch nicht zu Tims Geburtstag. Was hat denn das bitte mit Tims Geburtstag zu tun? Ich habe gelogen, wie ich gesagt habe, ich komme gern. Ich mag da gar nicht hin. Die machen da bestimmt lauter Babyspiele. Topfschlagen oder Sackhüpfen. Da habe ich keinen Bock drauf. Was mache ich jetzt? Ruf jetzt die Mama vom Tim an, oder? Und sag du, die Emma kommt morgen nicht, weißt, die hat einfach keinen Bock drauf. Naja, du hast gesagt, man darf nicht lügen. Bin ich spät? Schon? Es tut mir wirklich so leid. Meine Chefin, die hat mir erlaubt, dass ich meine Mittagspause verlängere, aber dann habe ich keinen Parkplatz gefunden. Entspann dich. Es ist alles gut. Wir haben die Jeanette vorgezogen. Du bist danach dran. Gott sei Dank. Super, dass das so kurzfristig geklappt hat bei dir. Magst du was trinken? Kaffee oder Wasser vielleicht? Wasser, gern. Oder brauchst du ein Glas? Habt ihr vielleicht da Haarbürsten da? Sicher, aber ich finde jetzt nicht, dass du eine brauchst. Du siehst super aus, so wie du bist. Findest? Wo suche die denn genau? Genau sowas wie dich. Unter anderem. Wirklich? Ich hab dir doch erzählt. Die Agentur betreut Kunden in ganz Bayern und brauchen folglich auch ganz verschiedene Typen für ihre Kampagne. Ja, freilich. Sei einfach du selbst. Dann hast du die besten Chancen. Ganz der Vater, das energische Kind und das nette Goschen. Aber die Augen hat er von mir. Ja, zum Glück. Ja, vielleicht sollten wir dann noch kurz über die Lieder bei der Taufe sprechen. Ich hätte auch ein paar Vorschläge. Vielleicht was Ausgefalleneres. Ich könnte euch da was vorspielen. Ja, also, soviel ich mich erinnere, habt ihr bei eurer Hochzeit doch das Lied gehabt, ich möchte, dass einer mit mir geht. Ja, stimmt. Das könnte man doch jetzt bei der Taufe auch wieder singen. Hä? Ja, gute Idee. Taufe und Hochzeit sind die zwei wichtigsten Freudenfeste im Leben. Und es war doch schön, wenn man sie dann mit diesem Lied verknüpft. Ja, könnten Sie nicht die Taufgottesdienst halten, Herr Pfarrer? Sie haben das so nett gemacht bei unserer Trauung. Ja, also ich bin mir schon sicher, dass das mein junger Kollege genauso gut kann. Ich bin ja eigentlich schon gar nicht mehr im Dienst. Ja, da ja nicht das was ausmachen. Ach so. Na, freilich nicht. Ich mein, das Wichtigste ist ja, dass Sie sich wohlfühlen. Das ist ja Ihre Taufe, gell? Also, und wenn Sie dazu bereit wären? Ja, selbstverständlich. Mit dem größten Vergnügen. Auf die eine oder andere Weise kommen wir sicher zusammen. Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ganz genau. So, da haben wir noch die Katharina Benninger. Ich bin die Kathi. Servus, Kathi. Grüß Anna. Hallo. Freut mich. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Also, ich bin gelernte Bierbrauerin und gehe gern fort mit meinen Spätzlen am Wochenende. Kannst vielleicht mal ein paar Emotionen zeigen? Ja, okay. Woo!
So gut? Wunderbar. Das war's dann auch schon für heute. Wir melden uns nachher dann bei dir. Danke. Bitte. Tschüss. Du, sag mal, hat das so passt? Das ist irgendwie alles so schnell gegangen. Das war wunderbar. Christine, die Fanny vom Brunnerwirt. Du, ja, da wollte ich gerade mit dir drüber reden, genau. Also es ist so, die Emma kann leider doch jetzt nicht kommen zum Geburtstag. Es ist so, ich habe einen vorher einen wichtigen Zahnarzttermin übersehen und